schöne gute Morgen alle go sind ganz froh, dass bei diesem Vierter den W Bayer von tut mir hunmengende Stadt echt ruhig für uns 2 Jahre hat man dauernd Flieger, die wir als geflogen sind, von einem Restaurant, wo auch ganz viel Comedy war, und ich habe fantastisch ruhig. Das ist mal eine wunderbare Sache, dass das Friede ist. Wir sind erst alle gut ganz dankbar. Ich meine, das ist eine Gelegenheit für die Presse zu begrüßen, wir haben Merci zu sagen, für hier Arbeit zu gucken, wie wir können zusammen schaffen, ein bisschen noch die Bilanz machen, einen Ausblick von der Seite von unserer Partei, wie auch die anderen Parteien nicht machen. Ich will heute mein Kollege in der Chambre herzlich begrüßen, den Jeff Engelen, den Roy Reding, den ist leider krank, der leider am Bett. Er lässt sich entschuldigen an den Fried Kaup, den nicht nur ein lieber Kollege an der Chambre ist, sondern auch Parteipräsident, und ihm so ein vielmals Merci für die gute Zusammenarbeit zwischen Partei und Fraktion. Das tut schon als Madarbeit, oder die könnt das kriegen, ein paar Statistiken gekriegt, das dummer da wollen sich nicht übermäßig belastet, mit die sieht, dass wir ganz ehrlich wären. 369 parlamentarisch frohe gesinn 38 Entrevuen im letzte Rendevous mit 54 Motionen, Resolutionen, Interpellationen und so weiter und so fort. Das sind Statistiken, aber sie weisen aber, dass wir ganz viel schaffen. Im jeden Fall probieren wir das. Und das ist auch direkt schon Gelegenheit für mich, für unsere Mandatbestand der Fraktion vielmals Merci zu sagen. Es sind Mengen, sie sind heute in den Haaren, die, wenn sie können, sich kurz weisen, an der Roland Hutsch, Roland, wo bist du? Den Mandy Kreyer, der Hannen, irgendwo, der Michel Lemaire, Michel, voilà, auch Präsident vom ADR Norden, der Jean Modert, Jean, auf der Terrasse, voilà. Denkt schon an die nächste Question Parlamentären, der Jean-Marc Schmidt, wo man das Jean-Marc, voilà. Und es könnt nach, das sind 6 Matherbestände der Fraktion, ich kann nicht nur verraten, wir kriegen ganz geschwindere 7. dabei, aber ich so nicht nur noch gut nicht, wenn das ist. Das gibt dann eine Überraschung, mit die meisten von euch werden ihn noch kennen, weil er noch ein bisschen journalistischen Hintergrund hat. Ich wollte vielleicht aufhängen mit ein paar Bemerkungen über die Presse in unserer Gesellschaft. Das ist nur nicht, dass ich mich lange will, oder beschäftigen, ich wollte aber ein paar sagen, zumindest an diesen Zeiten. Wir wollen als ADR, wir haben das immer konsequent gemerkt, Freiheit von der Presse resolut unterstützt. Das ist extrem wichtig, für das zu betonen. Presse ist der vierte Pouvoir. Und sie muss Vertrauen von den Leuten tun. Das ist extrem wichtig, für das nicht einer Informationsquellen, die dax keine gute Informationen liefern, mehr Vertrauen haben bei den Leuten genießen wie die Presse. Das ist also schon wichtig, dass die Presse ihrer Verantwortung bewusst ist und Vertrauen aufbaut bei den Leuten. Wir wollen sie doch auf jeden Fall unterstützen. Und gegen Tendenzen, wo Radikalisierung viergehen nicht nur am juristischen Sinne, ich meine politisch, an der Auseinandersetzung mit den Leuten und noch dadurch, dass man natürlich den Journalisten Rede und Antwort stehen. Haben Sie den Eindruck, dass sich den Ton radikalisiert an den Medien, und auch an den sozialen Medien. Und ich meine, es geht schon darum, dass wir zusammen gucken, für einen gepflegten Umgang zu haben. Freiheit von der Presse ist doch immer Verantwortung, eine ganz wichtige Konsequenz davon. Aber was wir sich hätten, das ist eine Meinungsvielfalt und eine richtige Streitkultur. Wir müssen ja als Politiker können Rede und Antwort stehen. Und wir gingen uns auch wünschen, dass wir vielleicht mehr Debatten am Land haben, mehr Begegnungen, wo wir gegen den noch streiten, mit denen diskutieren, Argumente austauschen, und mancher Monologen an der Politik. Und wir haben natürlich als Sukzession von den Parteien hat das auch ein Monolog von der so Welt. Aber das aber aus sich, was wir uns wünschen, dass das Partei gegen Partei oder Partei gegen die Parteien, dass wir uns wirklich können austauschen und ausdiskutieren, und noch die Leute dann als Fühlen dann präsentieren. Das ist wichtig, dass wir auch gegenüber den Leuten den Eindruck vermitteln, dass sie eine ehrlich, eine objektiv und eine Komplettinformation kriegen. Ich meine, von Alexander Solzhenitsyn, die wissen ja, wo der Schwätze nicht schon sein Leben nicht schon ganz viel mit einer Erdrückung zu dienen hat. Und hier war es gesagt, für ihn wäre der 4. Pouvoir der wichtigste Pouvoir. Und ich meine, das kann sich schon zu Herz holen. Für uns als an der Politik ist es so, dass wir, wenn wir das echt wollen, wollen, den 4. Pouvoir so behandeln, wie es verdient, wie er wirklich auch verdient wird, dann heißt das doch, dass wir uns müssen dafür einsetzen, dass den Pouvoir auch die nötigen guten Arbeitsbedingungen findet.
Das ist ein Auftrag für uns. Mir gut, ich wollte nur ein bisschen mit dir über Politik allgemein schwätzen und schenke vielleicht tun, wir zu gucken, wo muss immer drun am Land, und du würdest als allererst die Sozialprobleme betonen, die wir haben. Wir haben wirklich ganz, ganz viele Sozialprobleme, ganz gravierende Sozialprobleme in unserer Gesellschaft. Ungefähr natürlich mit der Energiesituation, wie wir so haben. Wir kriegen wahrscheinlich immer mehr Leute, die an eine Energiearmut fallen. Und ich meine, wir müssen am Hirsch doch unbedingt gucken, wie wir den Problem abfangen von der Energiearmut. Leute müssen können hitzen, ohne sich zu ruinieren. Sie müssen können Strom haben, ohne sich zu ruinieren. Viele Leute konnten an den letzten Tagen Rechnungen für Nutzen bezahlen. Und die können sich schon vorstellen, wie bei verschiedenen Reaktionen da ausgefallen sind. Leute fangen nun zu verzichten, wird natürlich auch Konsequenzen auf die Ökonomie am Allgemeinen hat. Sie gehen nicht mehr an die Vakanz, nicht mehr so viel, sie kaufen nicht mehr so viel. Das heißt, wenn wir die Energiesituation nicht an den Griff kriegen, dann hat das natürlich Konsequenzen auf die ganze Ökonomie. Die Inflation galoppiert, hauptsächlich auch Energie, aber nicht nimmer. Lebensmittelkosten klammen, Zinslast klemmt, sie muss klammen, wenn es die Inflation. Auch das verursacht ganz viele Leute Probleme, wenn sie hier Kredite auf Immobilien zurückbezahlen. Den Euro geht schwer, was natürlich auch Konsequenzen hat. Das können die nur im Detail diskutieren, für was das so was, wie da du gefangen hat, was da alles dazu beiträgt. Ich will mich nur just dazu darüber beschränken, wie zu sagen, dass man neben Energie, Inflation auch solchen Hunden als gemeinsame Währung, die auch zum Teil muss an den Überlebenskampf rangehen. Wir haben ein Problem mit der Staat Schuld, auch die will man nicht unterschätzen. Für uns ist es auf jeden Fall ganz wichtig, dass man die Staatsschuld nicht weiter erhöhen. Wir brauchen den AAA, wir sind nur und den 30%, die wir als fixiert haben, und wir dürfen auf keinen Fall drüber gehen. Den AAA ist nichts Abstraktes. Wenn ein Land den AAA nicht mehr erfüllt, hat das auch direkt Konsequenzen auf die Kotation von den Entreprisen an dem Land. Und dafür ist es für uns von zentraler Wichtigkeit, dass wir die Kotation behalten. Wir müssen, wenn wir an den nächsten Monat auf die Staatsschuld zu schwätzen kommen, muss man auch auseinandersetzen mit der Struktur von der Schuld. Auch das sind Aspekte, die am Blick nicht viel diskutiert gehen, mit die für uns aber ganz, ganz wichtig sind. Steuerpolitik, also ein anderes großes Thema, Großreform. Und da muss ich sagen, als die Analyse, die mir gemacht haben, eigentlich auch die Madame Backes gemacht hat, eine Großreform als einfach am Blick nicht zu finanzieren. Das ist schon wahr, dass wir am ersten Semester relativ gut Rezetten noch gemacht haben. Das ist gerade so wahr, dass wir am zweiten Semester eine ganze Reihe Herausforderungen kriegen, die uns müssen dazu feiern, viel mehr vorsichtig mit den Sachen umzugehen und nicht können an ganz große Reformen rangehen. Wir wollen auch keine Erhöhung in der Steuerlast. Das ist für uns auch ein zentrales Thema. Die DDR ist eine Partei, die sich immer konsequent dagegen ausgeschwert hat, Steuern nachzuhacken. Muss ihn einfach mit den Sachen, die ihn hat, einfach vorsichtig umgehen. Aber was gesehen wird, das ist eben, dass Steuern sollen an die Luft gehen. Kohlendioxidsteuer, leider schon enorme Probleme haben mit den Energiekosten. Die Grundsteuer soll auf jeden Fall für viele Leute an die Luft gehen. Soll eine Spekulationssteuer kommen, was das auch immer am Einzelnen soll heischen. Die Autosteuer ist immer davon geschwärzt, dass die soll gehackt gehen. Wir wissen noch nicht, wo das hingeht. Aber für uns ist ganz klar, wir wissen, dass wir eine Großreform nicht machen können, aber wir wollen keine Erhöhung von der Steuerlast. Am Gegenteil, wir müssen gucken, dass die Staat den Leuten bei den Energiekosten viel mehr hilft, wie das am Blick der Fall ist. Wir werden nicht hingehen, aber bei den Aktien großen Schritt machen, dass wir durch die Leute aber hier Mobilität weiter erleben zu erhalten. Wir bekennen uns auch ganz klar zum Tanktourismus. Wir hatten an der Chambre gesagt, dass das Preisniveau von den Spritpreisen immer mehr niedrig sind, muss sein wie an den Notbeschländer. Weil man auch, was das Klima angeht, noch immer nicht angesehen, wir sind ein bisschen Toxkappel, dass dem Klima geholfen ist, wenn zu Erde getankt, dann nicht zu Stänge fort. Also das muss ich Ihnen erklären. Also wir müssen einfach gucken, dass Leute können weiter hier Mobilität garantieren und dass auch der Staat, die das Abkommen ist und dass das viel Geld, was im Tanktourismus hängt, kann behalten. Wir sind also gegen Steuererhöhungen während der Meinung, dass der Staat mehr wie die Leute zu helfen in dieser Situation. Aber wir sind auch für punktuelle Verbesserungen, keine große Steuerreform. Wir wissen, dass wir gesagt haben, für länger Zeit, für Wittleute, die sollen an ihrer Steuerkategorie können bleiben. Herr Reding hat letzte Woche an der Chambre darüber geschwärzt. Wir bekennen als klar auch zu einer Anpassung in der Steuertabelle und Inflation. Ein ganz wichtiger Punkt, weil wir am Blick durch die Progression eine permanente Steuererhöhung, die die Leute nicht merken, wird eine unehrliche
näher als für Steuern anzutreiben. Und wir hätten gerne, dass der Mindestlohn von der Steuer befreit wird. Das sind Zentralforderungen, wenn wir auch keine Großreform können kreieren, sind das aber die Punkte, auf die wir für den Blick wollen assistieren. Was den Index angeht, da hat man ja Diskussionen rezent mit der Tripartit. Da haben wir als ADR klar gesagt, dass wir uns zum Index bekennen. Wir wären nicht, und wir haben das auch nicht gestimmt, auf den Weg gegangen, für den Indexsystem auszusetzen, und dass der Staat eben davon einen Teil überhält. Für was? Maar der Staat hat erstens ganz begrenzte Verschuldungskapazitäten. Man hat ja gerade gesagt, dass wir nur in den 30% leihen. Und wir denken, dass den sollen die Entreprise viel mehr unterstützen. Die Entreprisen noch viele Probleme hier am Land, sowohl das Handwerk wie auch die Großbetriebe. Wir kennen die Probleme, die könnten durch eine Reihe von legislativen Maßnahmen abgefangen gehen. Wir denken, wir sollten die Entreprise mehr unterstützen, aber das System vom Index dafür beibehalten. Beim Logement ist es so, dass man an den letzten Tagen, du weißt, da haben wir eine Approche, Herr Reding hat ja auch an der Chambre schon mehr wie einmal erklärt, wo wir vielleicht mehr liberaler, mehr flexibel sind wie andere. Und wir gesehen, dass von der Seite von der Regierungsmajorität immer Stimme kommen, die so den Droit à la Propriété gänger vorgestellt gehen, man am Bufferding hat nach gestern oder viergestern so ein Kommentar gemerkt, il faut s'attaquer au droit absolu à la Propriété. Wir denken du ernst, wir so erstens 77% von der Lützebäuer Hai sind proprietär. Ich meine, das ist nicht die Message, wie dann zu so muss in Proprietätsrechte ruhen. Wir von allem, und das darf wir nicht vergessen, den Droit à la Propriété als ein Menschenrecht. Das wird das nicht gesehen und nicht erkannt. Wir schwätzen Hai über etwas an dem Menschenrecht ist, dass wenn der nächste von der Europäischen Menschenrechtskonvention guckt, dass in Artikel 1 oder in Artikel 17 der Europäischen Grundrechtecharta den Droit à la Propriété als ein Menschenrecht. Wie hinzugehen an mir als Attack à cela, ja, das ist ein Weg, den mir nicht mitgehen. Ich meine, muss in der Logement auch auf eine andere Manier können lesen, dadurch, dass ich eben eine flexible Approche hört, wie dort Proprietätsrechte auf die Leute aufzustellen. Für allem, meine ich, und das ist ganz wichtig, will ich betonen, dass wir das Logementsproblem nie an den Griff kriegen, wenn wir nicht Wachstumsdebatte feiern. Das ist die zentrale Frage. Wir müssen einfach hingehen und überlegen, wie will man wissen, wie viel will man wissen, was verdrohen wir als Land, was hätten wir gerne als Land. Und das ist eine Debatte, die wir seit Jahren angefangen haben. Der Gast Siberia, den hat doch bei uns, hat doch eine Interpellation an der Chambre, ich meine, für 7 Jahre schon gemerkt, für die Debatte zu lancieren. Wir sind 1 oder 2 Mal damit an die Fälle gegangen. Und wir betonen nach immer, dass wir einfach müssen das Modell Lützeburg an dem Sinne überdenken, dass wir es müssen eins sein an das Eis, was verdrohen wir, was wollen wir, was sind Konsequenzen, ökologisch, demografisch. Und wir müssen die Wachstumsdebatte feiern, auch für verschiedene Willen evitieren, wir wollen das nicht. Wir haben, wenn ich ein bisschen über die Stimmung am Land will schwätzen, gesehen wir, dass aber viele Leute enttäuscht sind und die bald den Eindruck, sie gehen an einen emotionalen Exil, verschiedener sogar als finanzielle Gründe, als anderen an einen geografischen Exil. Die Leute, die müssen an das Ausland gehen oder wollen an das Ausland gehen, weil sie sich nicht mehr können leisten. Aber auch mengen die Ball, dass viele Leute sich ein bisschen entfremden gegenüber der Politik. Und das hat eine Reihe von Ursachen, die wir im letzten Jahr aber gesehen haben. Das ist die Verfassungsdebatte mal angefangen. Die wissen, dass wir uns enorm investiert hatten an die Debatte. Also der erste ging zu sagen, von mir sie nicht gefeiert hätte, wäre sie nicht gefeiert, weil es wäre ein bisschen die Idee eigentlich für das nicht an die Öffentlichkeit zu bringen und eine Verfassungsrevision durchzuziehen, ohne große öffentliche Debatte, die überhaupt Informationsversammlung Trump schafft, dass Kampagne gemerkt gesehen, das ist, weil wir angefangen haben, darüber zu schwätzen und was dann ein Probleme sind an der Reform zu thematisieren. Und du hast das große Problem, dass die großen 4 Parteien das Referendum versprochen hatten an ihrem Wahlprogramm, und nicht angehalten haben. Und das ist schon ein großes Versuch von politischer Kultur. Das möchte ich nicht. Wenn man hingeht an ein Wahlprogramm, das man eine Verfassungsreform mit Referendum kriegen, geht er nicht hin und erfüllt ihn das Versprechen nicht. Ich hatte gestern Kollegen von der CSV hier die gesagt, dass groß versuchen und so weiter, dass keine Steuerreform, keine große Steuerreform können. Nee, das größte Thema ist eigentlich die Verfassungsrevision, die viel mehr fundamental Konsequenzen hat auf die Zukunft von unserem Land. Und da aus dem Referendum mit aktiver Matterbecht von der CSV die Leute versucht gehen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Und das nicht nur, dass das versucht ging, als mit die Leute, die auch nach ihr verfassungsmäßig Recht wollten anholen, für da Unterschriften zu sammeln, die sind zum Teil auch noch diskreditiert gehen. Das ist verfassungsmäßig Recht. Also wir müssen uns ein bisschen allgemein an den Spiegel gucken und uns überlegen, wie gehen wir mit der Demokratie, mit dem, was wir versprechen, und respektieren wir die verfassungsmäßig Rechte, die die Leute nun einmal haben. Ein zweites größtes Problem, das die Leute sich entfremd tun, das war die ganze Pandemie, Covid. Und da haben wir an diesem Staat, was ich eigentlich auch nie so viel möglich gehalten hat, aber stark repressiv Tendenzen gesehen. Ich meine, den 2G auf der Arbeitsplatz, wo wir die sozial schwer praktisch einen Zwang für sich impfen zu lassen. Wir hatten eine Couvre-feu, die zum Teil absurd war, die erinnert dich, der wenn 1 Kilometer, wenn du im Wäsche mit dem Hund spazieren zu gehen, mitten an der Nacht dann eine Länge, das hat natürlich immens dazu beigetragen, dass 12 von den Infektionen drastisch raufgegangen ist. Leute konnten auf der Roter Brücke hin und hier spazieren, demonstrieren zu gehen. Wir hatten Leute, die an der neuen Avenue-Menschen, an der Aller, ich weiß nicht mehr, konfiniert gehen, stundenlang, ohne rechtliche Basis. Es ist eigentlich so, dass Leute, die sich nicht wollten impfen lassen, aus dem sozialen Leben ausgeschlossen wurden. Und wir haben von Anfang an, und darüber erlaubt man, dass ich so höflich sind dabei selber, sind eigentlich stark mehr erlaubt, dass ich das auch so, wir haben von Anfang an als ADR angestellt für die Grundrechte von den Leuten. Wo wir gesagt haben, wir haben nicht keine Impfung, wenn einer sich impfen lassen will. Wir können nicht hingehen und Leute dazu zwingen. Und zumal, wenn wir die ganze Diskussion rund um die Impfstoffe und so weiter gesehen, ich hat man recht, für das so zu gesehen. Und wir haben nicht von Anfang an geguckt, wir wohnen allein, und wir haben auch ganz viel Strich gekriegt dafür. Aber wenn wir heute zurückgucken, ein bisschen wie bei der Verfassung, wo wir dort gehalten und der Wahlversprechen soll angehalten gehen, wir auch beim Covid, egal wie schwer es doch für uns war, ich meine, wir sind froh, dass wir uns von Anfang an für die Grundrechte von den Leuten angesetzt haben. Und halt mit der Impfpflicht sehen wir ja, dass doch die Regierungsparteien löser auf unseren Kurs anschwenken. Das sind ja die vierten Fälle. Sie wissen, dass nur in einem Jahr Leute können durch ihre Meinung sagen. Hallo, sehen wir eben, dass alles relativiert wird, was nach für einem Jahr der Credo wäre. Für uns ist ganz klar, auch an der Diskussion mit der Impfpflicht, es gibt für uns keine Impfpflicht. Und auch nicht bei den Leuten über 50 Jahre, weil die sind volljährig. Die können auch für sich dezidieren, was sie wollen oder was sie nicht wollen. Und es darf an uns auch keine Impfpflicht geben. Wenn ich halt gegen Wetten, und mit all das, wo wir nur bei den Wahlen kommen, ging ich auch Mengen der Regierung auch die Sache von der Impfpflicht immer mit klein schreiben. Einem großen I, aber einem kleinen I, und dann aber ganz kleinen. Und nicht nur Sie, wahrscheinlich auch die Kollegen der CSV. Der dritte Punkt, für was wir eine Entfremung haben, neben der Verfassungsreform an dem Covid, ist die Meinungsfreiheit. Und das ist auch ganz substanziell, weil viele Leute einfach den anderen können, der den nicht mehr sagen, wer den an einer Demokratie misst, können selbstverständlich mehr mit ihrer Meinung sagen, schreiben. Das ist etwas, dadurch, dass wir die Diskussion kriegen rund um Hate Speech, Fake News, Faktenchecken, wo die Leute immer mehr den anderen können, das eigentlich was bezweckt, also es nicht den Hass bekämpfen, mehr hier Ausdrucksmöglichkeiten. Wir hatten für kurzem das Beispiel auch genannt, dass alles falsch, Informationen, Desinformationen sind und die EU-Kommission ganz dezidiert gegen das, dann das viel geht, es geht immer mehr. Und da muss ich ganz gut aufpassen, auf jeden Fall für uns, das Grundprinzip als ganz klar Meinungsfreiheit. Das muss einem nicht gefallen. Ne? Ich meine, uns gefällt auch nicht alles, was wir lesen. Jeder hat seine Sensibilitäten und natürlich der wir nicht was für sich ein Abruf zu Gewalt oder ich meine, natürlich gibt es Grenzen. Aber grundsätzlich als Meinungsfreiheit etwas, was darf, soll weh tun, auch als Politiker. Und kann ich nicht alles probieren anzuschränken, aber wenn ich mengt, das wäre faktuell falsch, für diese zu behaupten, da muss ich sich an der Diskussion, an der politischen Auseinandersetzung damit beschäftigen. Wir haben einen Deontologiekodex für die Kultur, auch da wird man an der Chambre darauf zurückkommen, und das hält einfach kennen. Parteienlandschaft heute zu Lützeburg, und das ist die Frage, die ich will stellen, wenn man gesehen, wie die Gesellschaft sich entwickelt und wie die Entfremung zum Teil geschieht, müssten die Parteien ja kapabel sein, das abzufangen und anzutreten. Mir erlaubt man, dass ich eine Meinung ausdrücken, dass ich meine, dass die anderen Oppositionsparteien, ich schwätze nicht von den Linken, weil die haben hier Überzeugung, die treten sie an, für die treten sie auch an, aber die anderen Oppositionsparteien einfach der Situation nicht gewusst sind. Das ist schön, weil ich gesehen,
der CSV eigentlich just eng Präokkupation diese wirklich umdreift, dass wir kommen nicht Trick an die Regierung. Wir gucken nicht den unterschiedlichen Mengepolitik an der wo Gambia so klein wie möglich ist. Das ist keine Politik, die man lädt. Also, wenn ich haut, wir sind so gut, dass wir alles Slave Leute von der CSV, wir sitzen neben hinten und sie ganz sympathisch erlebt. Aber ehrlich gesagt, ich kann nicht meistens von einer Chamberdebatte Riveras nicht richtig so wie ein Unterschied zwischen der CSV und der Regierungskoalition leid. Das sind Nuancen, das sind Kleinigkeiten. Wir wollen in den Ursprung zurück an die Regierung zu gehen, ich sollte noch den Ursprung und die Leute politische Modell zu präsentieren für die Zukunft vom Land. Und nicht zu gucken, wie so Mann wie möglich bei den 3 Parteien uns Ecke für eine Chance zu holen, wie nächstes Jahr mit dabei zu sein. Bei den Piraten sind wir nicht am Bereich der Politik, da sind wir echt beim Showbusiness. Das können sie mehr, wenn sie wollen. Aber auch da meine ich, als das nicht ein Auftrag von der Politik für mich ist, aufzufallen, aber das ist ein Auftrag von der Politik für verantwortungsvolle Visionen für das Land zu entwickeln. Und das ist etwas Ähnliches. Nicht ein Effet de Manche als Gesicht, nicht die Überraschung, nicht die Opportunität für meinen Blick, aber einfach ein klarer, kohärent politischer Linie und eine Glaubwürdigkeit an dem, was ihr möchtet. Bei dem Fokus, das ist auch zum Teil interessant, ich meine, da sind wir nicht mehr am Showbusiness, da sind wir an der Skurrilität. Wenn ich die Propositionen gucke, da ist kein durchsetzbar 100.000 Wohnungen am Ölzestall, Direktwahl von der Regierung, des sozialen Index. Das ist alles nicht zu drohen. Aber wenn ich da gesehen dass sie sich auch beim Impfen schwer den, dann will ich just heute, Herr Engel hat nach für kurzem geschrieben, als Gesellschaft ist nicht gesplickt. Es gibt ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Idioten, die müssen mit den Mitteln, wo man recht hat, in der Kontrollbrüche gehen. Aber ich meine, das ist immer gut, wenn ein bisschen ein Gedächtnis dann entwickelt, für das, was Leute so sagen. Was sind mir da los? Sind sie, was die anderen hier gefallen? Das kann in Heinz machen, sie meinen doch mal da ist, das möchte ich so. Aber was tun wir als ADR dann zu bitten, was sind das Divisionen, die wir ich will präsentieren? Wir reden Fälle 4, die sind aber noch nicht mehr, die sind über mehr, aber auch über mehr kennt man noch. Wir werden in den nächsten Monat das Wahlprogramm gucken. Wir fangen selbstverständlich schon am kommunalen Wahlprogramm, die sind ja schon die Erstwahlen, die wir für uns haben. Und ich kann nicht so, wir gehen offensiv an die Wahlkämpfe, die wir für uns haben. Ganz klar. Ich meine, wir gehen ran an die Wahlen mit dem Bilan, die wir haben, mit der Standfestigkeit, die wir gewiesen haben, für uns sowohl an der Chambre zu verstärken, also schon ganz klar eine Fraktion, an den Sitz am Europaparlament visieren wir. Ganz klar. Ich meine, wir haben alle Ursachen für das so klar zu machen. Wir sind an der Politik hier im Land wirklich eine Alternative zu den anderen, weil wir nicht einfach nur bei der Regierungsfraktion sehen. Wir sind eine politische Alternative. Wir haben an Mengen an, wenn es mich die Partei ist, fertig, eine gut anniversärische Politik, und wir wollen die Leute auch dann durchlehen und hoffen auf ihr Vertrauen. Was gehen wir? Wir gehen an die Wahlen als Partei von der Familie. Aber auch als Partei vom sozialen Gewissen, das wollen wir vom Anfang an, das halten wir unbedingt bei, die doch gesehen an den paar Sachen, die ich schon gesagt habe. Wir wollen, dass wir als Partei auch erreichen, dass Leute sich nicht mehr entfriemen, dass sie sich können identifizieren mit der Politik hier im Land und nicht bedroht fühlen, nicht im Referendum bedroht fühlen, nicht unter Druck gesagt fühlen, wenn sie sich nicht impfen lassen, dass sie hilfreich sind auf das Land und dass wir können zusammen aufbauen, all die Leute, die hier sind, und auch wirklich Resultate von unserer Arbeit gesehen. Wir haben Werte. Wir haben Werte und wir verwechseln Werte nicht mit Sekundärtouren. Denn natürlich, wir sind alle gut, dass hier das sind das Werte, wenn in den Leuten nur leistet, sagen sie, das ist Solidarität, was weiß ich, das ist Toleranz, Gerechtigkeit, ja, das fühlen wir auch alles. Aber es gibt schon einen Unterschied zwischen so Verhaltensregeln und fundamentalen moralischen Überzeugungen, die ihn auch vertritt als Partei. Ja, wir sind eine patriotische Partei. Ja, das sind wir. Mindestland gehen. Die sieht doch in den schönen Postern, die hier da stehen und in all den schönen Gegenden. Ja, wir bekennen uns zum Wert vom Leben. Das machen wir auch. Das ist eine grundsätzliche Überzeugung, die wir vertreten. Ja, wir sind konservativ, wir sind aber auch modern. An dem Sinn, dass wir Technik abgreifen, dass wir mit der Zeit gehen. Das eine schließt das andere nicht aus.
wenn wir gucken, was neue Defien als an der Gesellschaft erwerben, zum Beispiel am Bereich von der künstlichen Intelligenz, dann gucken wir die und wir bewerten das am liebsten von den Werten, die wir 100 Partei. Das ist ein Kompass, an den hilft uns, für auch Neuentwicklungen zu beurteilen und dann zu gucken, was wir können am besten da aufhängen. Wir haben eine Vision für das Land, aber wir courage Reformen. Und das ist einfach wichtig, für das zu betonen. Wir probieren nicht als nimmen unzupassen und andere an der Hoffnung, dass die uns dann eine Chance durchwerfen, wie andere Parteien das machen. Nein, wir haben ein alternatives Modell, Überzeugungen, und wir wollen die umgehen. Wir wollen die Wurstumsdebatte feiern, erfährt nicht zu so, dass wir eine Pensionsreform müssen durchfeiern. Und desto mehr lang wir werden, desto mehr kompliziert wird das. Aber wenn wir von Nachhaltigkeit schwätzen, für als Jungkleid, dann muss man hingehen, an eine Pensionsreform aufhängen, für das auch die noch kommen, die nächste Generation, die übernächste Generation nach eine Perspektive haben, auch eine Aufsicherung an ihrem späteren Leben. Wir wollen die Kompetitivität von unserer Ökonomie stärken. Das ist ein zweiter wichtiger Wolle. Wir haben am Blick das Gefühl, dass keine richtige Industriepolitik mehr gemerkt wird. Wir haben gesehen am Covid, wie wichtig das ist, wie aufhängig wir sind. Wir sind doch am Blick. Aber wir brauchen einfach eine dynamische Ökonomie und eine dynamische Politik für unsere Industrie. Bauern müssen unterstützt gehen, selbstverständlich. Wir wollen die öffentlichen Finanzen sanieren. Es geht nicht durch, wie einfach immer auf den 30% runterzukommen und probieren, den nicht zu überschreiten. Wir wollen die Schuld aufbauen, zurückbezahlen. Das ist ganz wichtig, für das wir auch als Land, auch das ist eine Frage von Nachhaltigkeit, dass man nicht einfach immer auf die Kosten in den nächsten Generationen weiter leben. Das Logement muss man aufpacken, und zwar haben wir hier ähnlich wie andere, nicht die dirigistischen Modelle, nicht die Atteinte à la Propriété, aber wir haben eine Approche, die manchmal an unseren Nähen mit dem privaten Sektor zusammen kann dazu beitragen, dass sich das Problem sehr regelt. An der Gesellschaftspolitik, also als Vision klar die Stärkung von der Familie, das ist ganz wichtig. Wir wollen die Schule zurück auf die Spur bringen. Der Kollege Fred Keup will am Hirsch auch eine Interpellation zu dem Thema an der Chambre bringen. Die öffentliche Sicherheit verbessern. An der Gesundheitspolitik, und dazu wird am Hirsch doch der Chef Engelen eine Interpellation machen, braucht man mehr Kapazitäten. Wir brauchen mehr Chancen für eine liberale Medizin. Wir brauchen eine deutlich bessere Versorgung an den Urgenzen. Wir brauchen mehr Formation an den Gesundheitsberufen, an auch Militärspidol. Sind das bei der Madame Lena am Tirang leid, hier den ich mit der FUMEMU gesehen. Wir brauchen Reserven am Gesundheitssektor, für mich stark zu stehen, wenn Probleme wären. Wir verteidigen Lützeburger Spruch an Kultur. Wir sind für die Integration von den Ausländern, nicht wie verschiedene Menge gegen die Ausländer, sondern für die Integration von den Ausländern. Aber wir tolerieren keine illegale Migration. Umwelt und Energie. Das ist auch etwas, das uns natürlich all beschäftigt. Wir hätten gerne eine realistische und dynamische Umweltpolitik, auch am Tierschutz. Wir hätten gerne eine realistische Klimapolitik, das ist auch ein Defi. Eine zuverlässige Energieversorgung, und das will ich auch betonen, wir sind für eine Technologie-Offenheit. Wir schließen nicht wofür ran irgendeine Technologie aus. Wir gucken, was sich bewährt, was darum Markt angeholt wird. Wir führen noch kein Krieg gegen den Auto oder gegen den Verbrennungsmotor. Wir gucken, dass wir die bestmöglichen Technologien holen und wir da dann Zukunft vorbereiten. Zwei Kommentare noch vielleicht, was internationale Dossiers angeht. Den ersten ist bei der EU, da hat man ja die Konferenz über Zukunft in Europa. Und wir haben gesehen, mit welchem Enthusiasmus die Lützeburgische EU, die Parlamentarier dafür antreten, dass die Stimmigkeit an der Europäischen Union soll aufgeschärft gehen. Aber dass sie selbst macht Fantasien, wenn ihr guckt, wie wir als Land aber auf die E-Stimmigkeit angewiesen sind, also viele wichtige Dossiers, weil direkt so unter der Stadt nicht macht. Wir sind der Meinung, dass an den zentralen Dossiers Baupolitik, Steuerpolitik und so weiter die Stimmigkeit unbedingt muss erhalten bleiben. Und das ist eben eine Grund, für was wir auch unbedingt hätten, dass wir am Europaparlament vertreten sind. Es kann ja nicht sein, dass alle Lützeburger Deputierten zu Straßburg der Meinung sind, dass man es selber aufschaffen. Da der ist gebraucht am Europaparlament. Wir sind die andere Stimme. Wir sind Europäer, pro-europäisch, aber wir vergessen nicht, dass wir eine Stimme für Lützeburg an diesem Europäischen Parlament brauchen. Das zweite ist die Ukraine. Wir können den Reden ohne die Ukraine. Da können die stundenlang darüber schwätzen, nicht, weil wir sie auch kommen, wir zusammen zu essen. Aber ich will aber so, dass die Sozialkonsequenzen
von der Krise so gravierend sind, und das du meinst die Krise so, mit dem wir am Anfang gesagt hat, mit der Energieversorgung, mit den Kosten, mit denen die Leute konfrontiert sind, dass wir unbedingt müssen eine rational, nicht eine ideologisch, eine rational Diskussion führen, wie wir das abfangen und was wir können machen an dieser Situation für Energiesicherheit zu haben, dass die Ökonomie kann weiter funktionieren, dass man nicht an eine massive Chômage raufhalten, ich muss ich mal die Konsequenzen ausmalen, die Leute am Blick diskutiert gehen, und dass Leute können hützen, auch daheim ohne da in Druck gesetzt zu gehen. Also das ist ein riesiges Problem, das wir am Blick da haben. An der Schmengen muss ich auch da gucken, dass wir den Leuten etwas ähnlich können sagen wie Temperatur Maximum 19 Grad und wir müssen spuren, weil realistisch ist das alles nicht. Ich meine, da muss man ein anderer Approche proposieren. Voilà, das ist eigentlich den Tour d'Horizon, den ich wollte mit dir zusammen machen. Selbstverständlich, erstens merci, dass ihr die Geduld habt, so lange nutzulauschen. Und selbstverständlich stimme ich auch allen drei für Fragen zur Verfügung. Und wenn wir die alle ausdiskutiert haben, wenn wir hoffentlich konnten Antwort geben, dann invitieren wir euch dann auf eine gute Maufel. Und wie gesagt, nein, merci, dass ihr heute bei uns wart. Voilà, und wir stehen nicht zur Verfügung, der Engel, Herr Käuber, nicht für Fragen. Ja. Ja.